Wichsest du? Ich würde das übernehmen, weil das sieht richtig scheiße aus. Holzanlänge. Du hast auf der Straße gepennt? Essa Vittoria, pues merece du. Komm mit einer neuen Folge. Komm mit! Heute gehen wir zu Los Hermanos Sing. Weißt du, im Gürtelladen. Heute gehen wir mit dem Isma mit, Murphy und dem Choco. Let's go! Ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge «Komm mit». Heute sind wir in Cham und zwar mit dem Nino! Die einen kennen ihn vielleicht schon von der früheren Folge, wo er uns Los Hermanos gezeigt hat. Oder vielleicht hast du ihn auch schon gesehen auf der For You bei TikTok. Er arbeitet nämlich für Lötscher Plus Gruppe. Hallo zusammen, ich bin der Nino und ich bin beim Lötscher Tiefbau. Die dürfen wir heute auch begleiten. Dort, wo du heute auch schaffst. Ja, ich muss heute leider auch arbeiten. Also ich habe eigentlich meinen Job auf der Baustelle an den Nagel gehängt vor knapp einem Jahr, aber für den Nino gehen wir noch mal. Und wir haben gedacht, das machen wir doch, oder? Also, was machen wir heute genau? Was ist der Job? Heute probiere ich mal ein bisschen so zu zeigen, was wir eigentlich auf der Baustelle machen und dass wir eigentlich noch ganz wichtig sind. Dass ohne unsere Infrastruktur in der Schweiz, die wir herstellen, eigentlich da gar nichts los wäre. Auf jeden Fall, Ja. Und ich würde sagen, alles, was so meine Leute nicht gerne machen, machst eigentlich du. So Fixer! Aber ja, da müssen wir durch, damit ihr auch mal einen Einblick bekommt, was alles muss gemacht werden muss, auch der Scheiß gemacht werden. Was hast du eigentlich für eine Bezeichnung, Berufsbezeichnung? Ich bin Vorarbeiter. Das heisst, ich habe meine eigene Gruppe und gehe mit meiner eigenen Gruppe die Baustellen an, die mein Chef mir zuteilt. Ja. Also du bist eigentlich der Chef, der dort einen guten Eindruck macht und sagt, mach. Ja, guten Eindruck nicht. Ich arbeite auch so. Ne? Aber es ist wichtig, ja, ich muss mit dem Kopf auch dabei sein, nicht nur mit der Hand und dem Körper. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Let's go. Was denkst du, was musst du da machen? Ich nehme jetzt mal an, all das Kies und den Güssel rausnehmen, damit es wieder gut ablaufen kann. Ja, es läuft ja dort. Eigentlich musst du jetzt hier verputzen. Schau, ich habe da, ist einer fertig. Siehst du, wie der aussieht? Das da. Der ist fertig. den Rand raus. Genau. Das heisst, wir putzen den Rand raus, tun nachher annetzen und tun mit Zement nachher alles schön zutun. Gut. Jetzt ich würde das übernehmen, weil das sieht richtig scheiße aus. Jawohl, ja. Sorry, es muss so lang. Schau. Wichtig ist immer, dass das eine Konsistenz hat. Oder? Das heisst, wenn es zu nass ist, geht es gerade runter. Und es muss eine richtige Konsistenz haben. Ich habe immer so gelernt in der Lehre, wenn es einen Futz sich ergibt, dann ist die Konsistenz gut. Gut, dann nimmst du das so. Und tust es eigentlich zutun. Jeden Winter tun sie immer wieder ein paar Schächte so neu verputzen. Okay. Jetzt bist du wieder dran, hä? Wenn du willst, kannst du dir ein bisschen, wenn du merkst, jetzt hast du zum Beispiel ein bisschen gemischt, oder? Hast du gesehen, du hast nur das gemacht. Du brauchst 1, 2, 3 Mal so viel wie das. Dann würde ich das vielleicht auf einmal mischen. Okay. Schau mal. Statt dass du da Kellerli für Kellerli nimmst, nimmst du einfach den Sack. Oder? Weil sonst musst du dir vorstellen, sind wir morgen noch dran. Eigentlich wäre mein Ziel, mal irgendwann Lehrlingsausbildner werden. Die kleinsten, die jüngsten Zuschauer von euch, die fragen mich meistens so, ist es nicht streng auf dem Bau? Ja. Und heutzutage, wir sind im 2023, weißt, wir haben Maschinen, natürlich hast du ab und zu wieder ein bisschen Scheissdreck. Ja. Aber in welchem Beruf hast du den Scheissdreck nicht, weißt? Und das kannst du nicht in 10 Minuten oder in einem Tag einem 14-Jährigen, 15-Jährigen auf den Weg mitbringen. Voll. Es ist auch schwierig mit 14, 15 Jahren etwas zu finden, weil du bist immer noch in der Findungsphase, sage ich jetzt mal. Ja, hör Und das auf, habe ich auch jetzt noch. Also, ich bin absolut zufrieden mit dem, was ich mache und Mit hobbymäßig. 14 hast du nicht mal gefickt, Mann, und willst schauen, was für einen Job du hast. Weißt du, das ist einfach...
Das ist mein Bus. Da steht eigentlich, was wir machen. Wir sind Belagsbauer und da habe ich eigentlich alles. Für jede Situation musst du bereit sein. Das heisst, du hast PCI drin, du hast Schnur, du hast Spray, du hast Grisokit, du hast alles Mögliche einfach auf dem Bus. Hat es jetzt eine Lumpe? Weißt du? Retour zu diesem TikTok-Thema. Ich finde es super krass, wir haben so einen geilen Chef. Er lässt uns das zu. Du musst dir vorstellen, als Chef ist halt so wie, wir sind die erste Firma, die das gemacht haben. In der ganzen Schweiz. Es hat niemand die Werbung auf TikTok zuerst gemacht, bevor uns. Eben, weißt du, du musst dir vorstellen, unser Chef halt, er muss halt so wie das abschätzen, ist das etwas oder ist das nicht. Und er ist der geilste Chef meiner Meinung nach in der ganzen Schweiz, dass er das zulässt. Und jetzt, wie viele Stellen beim Lötscher Plus habt ihr eigentlich? Weißt du das ungefähr? Wie viele Angestellte das haben? Plus minus 360 würde ich jetzt sagen. 360. Ja. Wir haben halt Abbruch, wir haben Belagsbau, wir haben Tiefbau, wir haben Deponie, wir haben Kieswerk, wir haben Betonwerk, wir haben Lastwagenfahrer, wir haben Leute, die mit der Mulde fahren. Ja. Dann haben wir halt auch noch alle Leute, die im Bürojob machen, dass wir die Arbeit aus haben. Das heisst, wir haben Logistik, wir haben KV, wir haben höhere Sachen, wie zum Beispiel der Bauleiter, unser Vorgesetzter. Ja. Du hast laut. Ja, ist ein bisschen laut. Du musst ein bisschen schreien! Kollege! Du musst ein bisschen schreien da! Also du hast deine Lehre ja schon beim Lötscher gemacht, stimmt? Ja, ich habe meine Lehre hier gemacht. Jetzt bin ich seit 5,5 Jahren, 6 Jahre bald hier in der Firma. Zuerst temporär, dann habe ich meine Lehre abgeschlossen mit der Ehrenmeldung, EBA, dann habe ich die EFZ abgeschlossen und jetzt mittlerweile habe ich meine eigene Gruppe. Ja. Das so weit gefällt. Willst du jetzt noch mal etwas dazu machen? Oder? Ich wollte eigentlich so viele Schulen machen, wie es geht. Ja. Weißt du, Also hast du schon erst in Aussicht jetzt? ja, im nächsten November fange ich an. Das wäre einfach eben der Gruppenleiter etc. Weil jetzt mache ich das wie, aber ich habe halt die Ausbildungen noch nicht dazu. Okay, ja. Genau. Preto favelado busca melhora de vida. Nós lançamos jato, não dora minhas conquistas. Se eu tô marolando na Europa. Also wir sind jetzt hier an einem neuen Standort. Eine andere Baustelle. Nino, was gibt es da zum tun? Ich würde eben mal sagen, wir tun mal Rollen wechseln. Ich bleibe da und tun jetzt mal arbeiten. Jawohl. So, ich habe vorher auch gearbeitet. Genau. Ich würde Jason empfehlen, da könnt ihr mal ein bisschen mit ihm durch die Baustelle schauen. Es ist eine grosse Baustelle. Die Infrastruktur da ist halt mega wichtig, denn wir haben hier ein Spital. Ja. Ist gut. Dann gehen wir mal den Jason suchen. Baracke, schau, der Chef ist am Putzen. Also da ist das Büro. Hoi. Ciao, hoi. Jason, he? Genau. Fisi, freut mich. Ciao, Bisi, hoi. Also so sieht einfach so ein typisches Polierbüro aus. Genau, Oder? korrekt. Also jetzt sind wir vorher in Cham und haben eigentlich nur Schächte rausgeputzt und ein bisschen gemörtelt. Ich glaube, jetzt da gibt es ein bisschen mehr als nur Schächte zum Putzen. Genau, Was haben wir da genau? Genau, wir sind jetzt aktuell, habe ich gerade Grossaufgebot auf Platz. Wir tun mit ITS Kanal sanieren, ziehen den Inliner rein. Dann habe ich ein Subunternehmen auf Platz. Gleichzeitig habe ich mit meinen eigenen Leuten, wo ich Materialersatz mache, kleine Fertigstellarbeiten. Ja, genau. Okay, ja. Wenn wir gerade mal schauen, was da gemacht wird. Ja, genau. Besser gesagt, da haben wir noch einen Plan, gell? Ja, genau. Und jetzt eben, wie gesagt, wenn jetzt da siehst, das ist einfach so, dass ich arbeiten kann und planen kann. Das ist eigentlich mein Reich hier oben. Und ich plane hier auch digital. Das habe ich auch als Überblick. Ich male auch immer alles an, was gebaut ist und was noch offen ist. Okay. Also hast du da so verschiedene Ebenen? Ja, genau. Das kommt darauf an, das ist der Werkleitungsplan, oder? Das sind alle Leitungen, die ich bauen muss oder die schon gebaut ist. Nachher habe ich den Oberflächenplan, den Absteckungsplan. Das heisst, da ist definiert mit den Höhen, wie hoch ist der Randstein, wie hoch die Strasse muss sein, die Schachtdeckel. Und oben ist mit dem Belag definiert, welcher Belag kommt wo rein. Beispielsweise hier bei der Überfahrt haben wir mehr Belag drin, einen anderen Randstein drin. Gleichzeitig eben, das ist der Oberflächenplan, nachher habe ich hier unten den Absteckungsplan. Und ja. Und also wirklich, wenn ich das anschaue, ich würde das glaube ich gar nicht verstehen. ja gut. Planlesen muss auch geübt sein, gell? Ja gut, ja.
Und dann musst du dann noch zum Teil das können lesen, was gar keinen Sinn macht. Ja, gut, das andere, aber das ist, wenn du eine Baustelle hast, ist viele Sachen, das haben wir übernommen, viele Sachen muss man auch anpassen vor Ort, gewisse Sachen geht nicht. Gewisse Orte hat es Leitungen drin, die nie in den Plänen sind, du musst immer ein bisschen vor- und nachgehen können. Also ihr seht, es gibt sehr viel zu beachten, auch wenn es in Anführungszeichen nur eine Baustelle ist. Also es ist bei allem so, aber jetzt, es gibt wirklich viel zu beachten, dann halt auch sicherheitstechnisch. Das ist sicher einer der grössten Punkte, wo recht anspruchsvoll ist. Fußgänger, wir haben natürlich das Spital gerade davor, wir haben eine Ausbildung von gesund, wir haben eine grosse Autogarage in der Straße mit Schau. Das heisst, du hast nebst dem Verkehr hast zusätzlich extrem viele Fußgänger, Velofahrer. Und das ist, dass du immer sicher kannst haben, weil Fußgänger und Velo, die machen eigentlich was sie wollen, oder? Ja, das ist manchmal mühsam und die Sicherheit gewährleisten, dass keiner Aufliess ist mit den Maschinen oder so. Das ist schon recht. Das finde ich auch noch schwierig. Wo ziehst du denn Grenzen? Du sperrst ab, sagst kein Durchgang, er geht gleich durch und verletzt sich. Was ist denn? Im Bauperimeter bin ich schlussendlich verantwortlich. Obwohl alles ja gut, ja, ich muss so, ja genau. So. Gut, das ist noch ein Streitfall. Ich habe das zum Glück noch nie erlebt, dass es noch so schlimm ist. Fakt ist, aber viele haben wir jetzt, zum Beispiel, sie laufen die Busplatten rein, frisch betoniert, das ist einfach ein Schaden, der einfach ist. Ja. Das ist einfach schade. Und das Personal ist sowieso, also ich habe super Personal, also wirklich Bombenpersonal, über Jahre jetzt schon. Und wir haben noch, seit 4 Jahren arbeiten wir immer auf engem Bereich, wo mit Auto. Sie sind brief drauf, genau. Sie wissen, dass sie 3-mal schauen müssen, wenn sie hinter sie fahren müssen, wenn sie schwenken mit dem Bagger. Ja, darum haben wir ja bis jetzt Holzanlängen, kein Unfall. Ja. Okay. Gröber, ja. Ja gut, dann gehen wir gerade mal ins Geschehen für Ja, gerne. Ja. Gerade mal zum Beispiel, wenn ich jetzt bei euch die Lehre anfangen Ja. auf dem Strassenbau, was sind so typische Aufgaben am Anfang, die man so als Strassenbauer macht? Wenn ich jetzt so einen Erstlehrerstift bei mir habe, ich nehme ihn mit, zuerst mit mir selber und nachher gebe ich einen sehr starken Mann mit. Ja. Weil, dass er am Anfang reinkommen kann und schauen, dass er in einer Gruppe, vielleicht von 2 Mann aufwärts, kann mitarbeiten kann. Das heisst, dass er sehr kann lernen beim Zuschauen, beim Mithelfen, aber noch nicht genug Schwergewicht als Arbeiter, dass er einfach mal reinkommt. Ja. Und dann siehst du relativ schnell, wie schnell kannst du ihn fördern. Ja. Und wichtig ist, dass er mal alles sieht. Viel ist, wenn du die jungen Keiben kommen, ist, du schaffst von morgen 7:45 bis am 5 Uhr. Ja. Und vorher sind sie in die Schule gegangen und da musst du arbeiten mit dem Körper. Die sind nicht fertig in den ersten paar Wochen. Ich weiss es bei mir noch, ich habe ja Koch gelernt. Ja. Und dann bin ich auch auf Baustelle gearbeitet, also nicht Strassenbau, sondern Elementbau. Jawohl. Und ich habe es da schon auch gemerkt. Also die ersten 4 Wochen bin ich flach gelegen. Nebst dem, was du körperlich schaffst, ist auch, du bist nonstop auf der Beine, hin und her, musst dich konzentrieren, dass du nicht unter den Karren reinkommst. Und. Also das am Anfang schon. Aber wenn du noch ein Baugespür hast, das ist, ich bin leidenschaftlicher Bauer, also immer noch. Wir sind ja jetzt auch wieder am Content machen und wir wissen ja, dass der Lötscher sehr aktiv ist in diesem Bereich. Also jetzt gerade durch den Nino auf TikTok. Jawohl. Hast du das Gefühl, der Content fruchtet auch und es zieht die jungen Leute, oder was meinst du dazu? Wir haben jetzt gerade ein lustiges Thema, wir haben gerade am Mittag jetzt schnell TikTok offen gehabt und wir haben gesehen, wie viele Leute die Videos anschauen. Es ist beeindruckend, was das für Zahlen sind, was wir auf TikTok mit der Lötschergruppe ausstrahlen können und wer alle unsere Videos schaut. Bezüglich Stiften, ob wir die Leute holen können, das habe ich dir keine Auskunft, das sehe ich nicht. Ja. Ich weiss jetzt beispielsweise, morgen habe ich schon wieder einen Schnupperstift, der zu mir kommt. Ich weiss nicht, wenn jetzt morgen da gewesen wäre, hätte man ihn fragen können, ob er über TikTok zu uns gekommen ist oder woher er den Draht zu uns gefunden hat. Und ich habe jetzt mitbekommen vom Nino, also es sind eine ziemlich grosse Bude jetzt hier im Bereich Luzern. Er hat gesagt, 360 Leute sind er, plus minus. Ja, ihr habt auch noch etwas plus. Ihr habt auch noch davon geredet, Jubiläum nächstes Jahr, 14. September. Ja, genau. Wie alt wird die Bude? 100.
Hunderte? Ja, genau. Und dann gibt es ein Riesenfest? Ja, wir nehmen es an, ja. Nein, ist gut, also ja. Also wir sind allgemein, also wir in der Lütscher Gruppe, wir werden, zu uns wird recht geschaut. Also wir haben relativ viele Anlässe, wo mega cool ist, viel mit Anhang, Geschäftsessen mit Anhang, also Hut ab, also das ist nicht selbstverständlich, auch in dieser Grösse. Also ja, wirklich, das ist nicht selbstverständlich. Und auch Skitag und sonst Ausflüge und wir haben überall Möglichkeiten zum Eishockey an die Luzern-Match. Okay. Da gibt es eine Verlosung, wir haben das Beekeeper, wir haben eine App, wo jeder Mitarbeiter alle Informationen bekommt, wo man, ja. Das ist cool, das ist cool. Ich finde das wichtig, weil ich habe auch auf dem Bau gearbeitet, nicht eben Strassenbau, Ja. aber dort haben sie halt einfach zu wenig zu den Leuten geschaut. Oder? Sie haben es immer rausgezögert, es hat ein Event gegeben im Jahr. Und ich finde, heutzutage musst du jetzt schon schauen, dass die Leute mit so etwas auch behalten, weißt? Ja, also wie gesagt, wir sind wirklich erstaunlich gut gehabt. Auch kleidertechnisch alles zusammen, Schuhe alles zusammen. Also wirklich, ich habe jetzt von mir aus gesehen, also ich sage jetzt, ich kann nur loben, was wir zurückbekommen. Das ist schön zu hören. Also für alle die da draußen, die mal einen Beruf suchen auf der Straße oder einfach im Baugewerbe. Ich würde auf jeden Fall mal Lötscher Plus Gruppe in Betracht ziehen, Das wenn ihr im Raum Luzern die Heime sind. Und ja, danke vielmals für den Einblick. Danke Ich wünsche euch auch. da noch gutes Gelingen und Dankeschön. hoffe, dass ihr rechtzeitig fertig werdet. Perfekt. Danke. Danke vielmals. Also schaut, jetzt sind wir beim Nino die Heime. Und wenn er jetzt nicht gerade auf der Baustelle ist, ist er da so. Nein, Vittoria. Ah, du musst jetzt noch einen Rapport schreiben. Ja, ich muss unbedingt einen Rapport schreiben von heute, was wir heute gemacht haben. Das mache ich auf dem Computer. Oder? Und da habe ich die Ordner für das und alles. Und das ist eigentlich voll mein Platz. Die ganze Wohnung brauche ich gar nicht. Weißt du nicht, ich bin eigentlich nur da. Ab und zu spiele ich Gitarre. Kannst du etwas? Nein. Ich schon, schau auf und ab. Vittoria! Wow, aber geil, Alter. Wintergarten ist einfach geil. Wieso habe ich keinen Wintergarten? Wir gehen nachher noch in die Stadt auf Luzern, noch beim Los Hermanos vorbei. Genau. Weil bis jetzt bin ich nur im Los Hermanos Wiedeke gewesen. Zürich. Ja, Und jetzt Wiedeke let's Zürich und jetzt Luzern. Zeig mir, wo die Heimat ist! Ein Acai Bowl, wenn wir auch noch nehmen, oder? Also, ja, bin ich dabei. Also, geh gut duschen. É só vitória pros merecedor. É só vitória pros merecedor. Nós batalhou, nós suou, nós trampou. Fiz acreditar quem desacreditou. É só vitória pros merecedor. É só vitória pros merecedor. Nós batalhou, nós suou, nós trampou. Fiz acreditar Wichsest du? quem desacreditou. Logischerweise, ja. Wie viele Mal in der Woche? Ich würde sagen 1 bis 2 Mal. Das ist ein bisschen schlapp. Ey, vorher hast du einiges gesagt, jetzt hast du schon 1 bis 2 Mal. Komm, öffne dich zu der Community, Mann! Ja, schau, wisst ihr, ich kann nicht mehr als 1-2 Mal in der Woche wichsen, weil sonst hätte ich einen Tennisarm und könnte nicht mehr arbeiten, weißt du. Könnt ihr ihm Tipps geben, wie er das machen kann, vielleicht während dem Arbeiten? Der Nino würgt die Schlange sicher 2-mal am Tag. Wer von euch würgt die Schlange auch 2-mal am Tag? Oder besser gesagt, wenn er mehr als 2-mal die Schlange würgt am Tag, dann müsst ihr jetzt kommentieren. Die Schlangen würgen, das ist wichtig. Brüder, ich probiere dir erklären. Wir Männer wichsen brutal viel. Aber hast du das Gefühl, die Frauen machen das nicht? Nein, schon klar machen sie es. Wie machen sie es denn? Was, wie machen sie das? Ich habe letztes Mal eine beobachtet. Wenn du herausfindest, wo sie sich es gegeben hat, gebe ich dir 10 Stutz. Wo? Beim Coiffeur. Im Zug. Im Zug? Ja. Sie hat sich so ein saures Ding reingesteckt, ist aus dem WC gekommen und ist einfach dort so am Hocken gewesen. Und dann einfach so... Alter! Und ich so von Zürich auf Luzern am Fahren so und denke so... Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Weißt du, vielleicht hat sie sich auch nichts reingesteckt, aber weißt du, vielleicht hat sie einfach mich angeschaut und gedacht, wow. Wow, da muss ich direkt. Und dann ist automatisch gekommen, aber... Almejando a minha vitória dia chega.
Preto favelado busca melhora de vida. Nós lançamos jato, não gora minhas conquistas. Se eu tô marolando na hora. Hofstrasse, unsere Straße in Luzern. Ja, da wäre der Shop, das Tattoo-Studio. Das erste Tattoo-Studio Los Hermanos Inc. Ich gebe es dir da. Der geilste Typ ever. Der geilste Typ ever. Macht so viel für uns, wir sind dankbar, dass wir ihn haben. Das ist... Hoi, freut mich. Unsere Kunden... Ah, Italiano, io non parlo tedesco, però capisco un po'. Da haben wir meine Brüder... Ey, sorry, dass ich gerade da... Da haben wir meine... Ist nicht sein Auftrag, komm mit. Mal, aber jetzt jetzt habe ich komm mit vom mit Nino, oder was? Komm mit Nino. Das ist meine Brüder. Junior, das ist der CEO. Willst du etwas sagen? Nein. Darf ich dich etwas fragen? Ja. Wichsest du? Nein, hey. Hallo, wichsest du? Ja, wenn du sagst nein, dann lügst du. Dann... Also, wichsest du? Wieso wichsest? Scheiße. Bist du ein Wichser? Nein, Wichser bin ich nicht. Aber du tust wichsen. Wie viel Mal in der Woche? Keine in der Woche. Was? Einmal im Monat? Bruder, das ist ja noch schlimmer wie du, Mann! Nein, komm, wie viel Mal wichsest du? Komm, ehrlich. Hä? Ehrlich, eine Zahl. Ja, kommt immer drauf an, weißt Du, er hat eben eine Frau, weißt du? Die Frau darf das nicht wissen, die Zahl. Oder wollt sie erzählen? du? Warte, wir ihn mal einmal fragen. Ja, zwar. Grüezi, freut mich. Ich bin der Nino. Ciao, parlo solo italiano. Wie geht's dir? Tipptopp. Alain, tudo bem? Alles gut? Darf ich dich etwas fragen? Was willst du fragen? Darf ich dich etwas fragen? Ja, kommt drauf an was. Wichsest du? Ja, kommt drauf an wen. Komm drauf an, wenn! Wie viel Mal in der Woche? Ja, so 10, 15 Mal musst du schon. Das ist ein Macher! Das ist der Alain. Den haben wir schon kennengelernt in Los Hermanos in Zürich. Genau. Irgendwann machen wir wieder so BAM und dann ist volle Haare. Meu aliado. Hello, English? hello people, how are you? My name is... My name is Alexandre, I'm a tattoo artist from Brazil. I have exclusive designs in my Instagram, follow me. Gerade Werbung! Also, wenn wir jetzt schon grad schön da hückeln. Das erste Mal im Los Hermanos bin ich ja im Mai 2022, letztes Jahr. Wie hat sich das entwickelt, der Shop Zwiedek in Zürich? Sind ihr zufrieden oder könnten mehr Kunden sein? Oder? Da will ich dir gerade am CEO das Wort über... Hallo, ich bin nicht mal fertig. Komm mal retour da, Mann. Ich will gerade das Wort am CEO geben, denn er checkt eigentlich, wie wir momentan stehen, was wir momentan ankämpfen und ja. Und er hat da, ja, er ist der Gründer auch, weißt du. Also, ich bin mit Zürich, also ich bin ein Zürcher. Ich lebe in Luzern seit 10 Jahren oder über 10 Jahren sogar mittlerweile. Ich liebe Luzern. Luzern ist eine schöne Stadt, aber ich bin immer noch Zürich. Also es ist immer noch blau-weiß beide. Ich bin mega glücklich, als wir den Laden können übernehmen konnten. Das war für uns ein riesiges Zeug. Wir kommen wieder auf Zürich. Und dann haben wir wirklich nicht zweimal überlegt, was wir jetzt nach fast 2 Jahren oder 1,5 Jahren Probleme sehen, was besser könnte werden oder was wir vom Anfang halt nicht genommen haben oder nicht wahrgenommen haben und einfach gesagt, hey, wir machen wieder auf, wir kommen auf Zürich und erst jetzt in diesen Punkt gekommen. Also mit dem Ganzen, ich bin mega zufrieden mit dem Team, mit dem Laden, Coiffeur läuft auch bombastisch. Der Laden könnte besser laufen, ja, das kann überall, auch da in Luzern, egal wo, es kann immer besser sein. Das Ziel, was ich in Zürich noch habe, ist einfach so ein bisschen mehr mich connecten dort. Also wir leben jetzt mittlerweile in Luzern und ich denke, wir haben so ein bisschen vernachlässigt das Zürcher Lifestyle, weil Zürich sind alles mega eng gebunden. Und in Luzern ist es auch so, und da wir in Luzern jetzt länger sind, haben wir Zürich ein bisschen unsere Connection ein bisschen vernachlässigt und das wäre das Ziel, was ich jetzt auch am Montag mit meinen Jungs darüber geredet habe, wäre das nächste Ziel, mich mehr Connections, ob jetzt mit Sektion oder jetzt mit, wie heisst die? Oder, Wie heißt es? Gens?
Blue Winds, du hast so schwierige Namen ausgesucht, Mann. Blue Wave. Blue Waves, Mann. Ah, jetzt. Mit denen sind wir, glaube ich, jetzt. Genau. Mit denen sind wir jetzt. Aber ich meine auch so der Snuffy House oder ich weiß nicht, es gibt so viele Leute, die so Zürcher sind oder der, der uns die T-Shirt gegeben hat, die vom Zürich für Zürich. Und das ist halt für uns mega cool, wenn wir mit wirklich Zürcher können zusammenknüpfen und das zusammen wachsen, weil ich sage ehrlich, wir werden Zürich noch dominieren. Es kommt der Tag. Es braucht halt alles eine Zeit. Wer ist eure grösste Konkurrenz in Zürich? Schau, wir haben keine, ja. Also einer tätowieren, wo eine andere Konkurrenz oder er sieht den anderen als Konkurrenz, der macht etwas falsch oder der ist einfach neidisch über das andere in Leben. Für mich hat jeder einen Weg. Wie er dort herkommt, überlegt er. Aber Konkurrenz gibt es für uns keine. Konkurrenz natürlich sieht man so in dieser Art und Weise, welche Stilrichtung, wie perfekt bist. Ich hoffe, dass, egal in welche Stilrichtung du gehst, wir gehen jetzt breitformatig auf alles ein, dass du das Beste aus dir rausgibst. Das heisst, wenn du etwas machst, Sex auf dem Strassenbau, Sex Musik, Sex Tattoo, Sex etwas kochen, egal was, du musst dir das Beste geben. Okay? Und Konkurrenz ist es nicht, das sind Mitbewerber. Du musst dir vorstellen, wenn ich ein Tattoo-Studio habe hier in Luzern und der andere macht vor mir ein Tattoo-Studio auf, muss er davon wissen, dass es genug Kunden hat. Und wenn mehr Sachen gibt, die in der gleichen Richtung heisst, es läuft, die Branche ist am Bummen. Das merkst du auch jetzt zum Beispiel. Tattoo-Studio gehen auf wie warme Weckli. Und dort sind keine Konkurrenz. Das sind Mitbewerber, die machen den Markt grösser. Sie machen Werbung für uns. Das Einzige ist Durchhaltevermögen. Genauigkeit, Zielstrebung. Und dann kommt dort einfach der Gewinner. Oder? Das ist wie im Fußball. Jeder kann Fußball sein und der Markt ist so groß und es ist keine Konkurrenz. Du bist erst nachher einfach dort an der Spitze, wenn du einfach der Beste gewesen bist. Und darum so, bitte einfach kein Neid auf Tattoos oder auf einen anderen, der das macht. Gönnt an dem, weil automatisch werdet ihr von dem profitieren. Deswegen hat immer neben McDonald's den Burger King. Ja. Das heisst, der nächste, der einen Tattoo-Laden neben uns auftun, der kann. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, wir haben die 4. Folge mit im Los Hermanos Wiedeke in Zürich gedreht. Also ihr könnt sehr gerne das auschecken. Geht euch ein Tattoo auf jeden Fall bei Los Hermanos machen. Ich kann es nur empfehlen, ich habe auch eins von dort. Wir haben auch letztes Jahr im Adventskalender Gutscheine von ihnen. Dort haben auch Leute die Gutscheine eingelöst. Also man sieht auch, es fruchtet irgendwo durch. Die Leute sind zufrieden. Und hast du auch Adventskalender das Jahr? Auf jeden Fall. Dann musst du auch mit dem Chef gerade. Sind wir auf jeden Fall happy, wenn es wieder etwas gibt. Ja, auch die Leute. Let's go. Auf jeden Fall. Und es ist alles unten verlinkt. Checkt es aus. Also gut, ich gebe dir gerade einen Gutschein von 100 Stutz. Ist gut, fürs nächste Besuch. Sure. Okay. Tschüss, Chiara! Masturbierst du? Ich weiss, du masturbierst. Tschüss, danke vielmals. Du hast schon mal eine ab mir abgewichst. Ich weiss, du hast so geschaut. So, wir sind jetzt da 2-3 Straßen weiter in Luzern. Wir sind jetzt da beim Oakberry. Oakberry, genau. Ist ein internationaler Laden, verkauft Acai. Ist so eine Frucht aus Brasilien und ist mega gesund für den Sixpack. Also, können wir einen probieren? Nur schnell, kurze Minute. Dario. Salut. Coole Musik, coole Ambiente. Violett ist halt eine meiner Lieblingsfarben. Darum habe ich heute gematcht. Ja. Nehmen wir einen Classic. Ich hätte jetzt einfach mal das genommen, was du genommen hast. Ja. 3 Classic. Und wir tun es gerade mal aussuchen, mit was wir wollen. Ja. Die liebe Dame hilft uns. Soll ich ein bisschen mit ihr da? Hallo, du bist? Ja, ich bin Rahel. Ja, freut mich. Du bist schon lange da? Ja, seit wir aufgemacht haben, ja. Gut. Das ist nebenbei die Frau von meinem Bruder. Masturbierst du? Wer schon nicht? Wer schon nicht? Sie war schon besser gewesen, wenn du, Bruder. Sie hat gesagt, wer schon nicht. Wie viel Mal in der Woche? Das geht dich nicht an. Nein, ich liebe sie, denn sie hat den schönsten Sohn auf die Welt gebracht. Eben, auf jeden Fall wäre gut 3 Classics geben. Was sagst du denn denen? Jetzt kannst du wieder kommen, da, vor der Kamera. Komm jetzt. Ich begleite dich jetzt einfach, so weißt All die Toppings sind kostenlos. Im Preis drinnen. Okay. Ihr könnt so viel nehmen, wie ihr wollt. Genau.
Yo sé que muchos no quieren darme la faja. Son placas, son gallinas, son todos hombres con vagina. No me importa lo que tú de mí opinas. No compares una planta y tu flor de calamina. Todos los días. Unterstütze den Lokal, wo du gerne hast. Ganz wichtig. Denn man nimmt nichts gratis, weil dann unterstützt die andere Person nicht. Du hast gesagt, nicht nur lokale Läden, sondern auch lokale. Menschen, oder? Ja, genau. Hat einfach uns angesprochen und sie hat ja gesagt. Masturbierst du? Nein, Wirklich nicht? das ist Haram. Okay. Ja. Aber Sex und so? Nein, wer? Okay. Was machst du dann ganz genau? Ich unterstütze Leute, die gegen Kinderarbeit sind. Gegen was? Kinderarbeit, gegen Kinderarbeit. Ah, ich habe Kinderarbeit gern. So habe ich mein Ticket in die Schweiz gekauft. Oh, Ja. Wieso? ja, aber das ist ja nicht gut. Du willst es nicht Ja, aber dann verbieten? hätte ich jetzt nicht so eine Welt an. Weißt du, ich lebe heute mit Sausen Brausen. Salz und Brause? Ja. Wir Trinken. nicht. Wir sind vor Ort, wir bauen Schulen. Ja, Ja, das ist ganz wichtig. Wir bauen Frauenhäuser. das ist wichtig. Eben, Ich baue auch für Frauenhäuser. Aber für meine Frau. für deine Frau. Tschüss! Wie ihr vielleicht könnt erkennen, wir sind hier in der Luzerner Altstadt, wunderschön. Und du musst jetzt noch deine Uhr abholen, oder? Ja. Also, Ja. let's go. Ich habe sie beim Frauenfeld oben, bin ich dort in den Moschpitz rein und da habe ich die Uhr angehabt und ich mache so wow und einer läuft mir voll rein, bam. Und die Uhr kaputt, ja. Und dann war sie am Boden, der Typ am Boden und ich dort meine Uhr am Suchen und der Typ immer noch am Boden und ich habe ich sie gefunden, gehe ich so retour und der Kollege so, hey Brüder, der ist am Boden, so, ja, schon gut, schon gut. Also vom Blatt her. So, das wäre mir zu klein. Wie die einen vielleicht schon mitbekommen haben, der Nino macht auch Musik. Also er ist musikalisch schon länger unterwegs, aber er hat jetzt offiziell mal etwas gedroppt. Vittoria. Ja. Wie stehst du jetzt? Darf ich gerade ganz von Anfang an sagen, Vitória heißt Victory auf Portugiesisch und es ist nicht für die Vitória. Es ist nicht für die Dame. Es ist nicht für die Dame. Es ist eigentlich so, ich mache Musik eigentlich so nicht mal für die grosse Masse, sondern ich mache Musik für mich, denn ich habe das Gefühl, ich habe viel gesehen, ich habe viel erlebt. Dort, wo ich herkomme, ist das nicht ganz normal, dass man so lebt, wie ich heutzutage lebe. Weißt du, für mich ist das ist nicht meine Realität, wo ich heute bin, oder? Und ich schätze es halt mega und mit meiner Musik wollte ich eigentlich das widerspiegeln, meine Lebensfreude, meine innere Energie, ja. Und wieso hat es jetzt so lang, ich sage jetzt mal, wieso hast du jetzt nie etwas gedroppt, wieso erst jetzt? Vielleicht die Sektion Zürich war ein Grund. Sie haben mich halt auf eine Reise mitgenommen und das hat mich so inspiriert, das einzugehen. Und was mich halt immer daran gehindert hat, ist, ich bin so ein Mensch, ich fange nicht gerne etwas an und höre dann in der Mitte auf. Ja. Das heisst, jetzt musste ich so wie den Mut nehmen und sagen, hey, nein, look, ich fange etwas an und weißt, gehe voll rein. Ja. Weil es gibt mega viele Leute, die fangen etwas an und hören auf. Für was hast du denn überhaupt angefangen? Ja. Natürlich, ich wollte jetzt nicht. Natürlich, wenn Gott mir den Segen gibt und ich grosser Künstler werde, sage ich nicht nein, sondern ich nehme es gerne an. Aber mein Ziel ist einfach Musik machen für mich, meine Leute, dass sie halt ein bisschen von meinem Leben sehen, dass sie halt ein bisschen verstehen, was ich gemacht habe und ja. Okay, und also Vittoria könnt ihr auf jeden Fall schon streamen, es ist auch unten verlinkt. Wann dürfen wir mit dem nächsten rechnen? Warte, ich muss schnell schauen. Es ist eigentlich eins auf Deutsch und es heisst «Mini Story». Es kommt am 23.11. raus. Heisst «Mini Story». Das ist eigentlich ein Intro zu irgendetwas, was kommt. Genau. Ja. Und das ist so ein bisschen auf Deutsch, weil ich bin halt da aufgewachsen in der Schweiz und ich will, dass die Leute so wie verstehen, was ich gemacht habe, bevor ich auf meine Sprache anfange zu singen, für meine Leute abzuholen, so, um meine Leute zu begeistern. Sehr nice. Also, man hat ja auch schon ein paar Clips jetzt gesehen, wie du deine Musik auch promotet hast, unter anderem auf einem Kamel. Also das kann man sehr, sehr gerne hier einblenden. Ja.
Also du bist dort in der Ferien, gell? Ich bin in Ägypten und natürlich tue ich die Chance ausnutzen. Weißt du, das ist eben das, was ich sage, so «Essa Vitória pus merecido». Es ist nur ein Sieg für die, die es verdienen. Und was ich gemacht habe, die Leute, die um mich sind, die wissen, ich kämpfe jeden Tag. Weißt du, heute haben wir aufgenommen, wie wir gesehen haben, ich bin am Morgen früh arbeiten, nachher habe ich geduscht, ich bin in den Laden, ich habe das gemacht, ich mache das. Und das ist nicht einfach, weil wir heute filmen, sondern das ist mein tagtäglicher Tag. Und immer unter Strom, immer 100%. Und darum habe ich gedacht, so wie ich bin auf dem Kamel, ich bin vor der Pyramide von Gizeh. Weißt du, ich komme aus einem Favela-Dörfli. Ich habe doch nicht mal gewusst, dass es Schnee gibt. Weißt du, gibt es überhaupt Pyramiden? Und heute habe ich das gesehen und ja, ich stehe dahinter und bin mega glücklich. Weißt du, das ist so eine Victory, das ist ein Sieg. Das ist ein Sieg, ja. Auf jeden Fall. Aber jetzt, wie viel hat der Kameltreiber genommen? Der Kameltreiber, der hat mich abzocken, der Wichser. Ich bin halt nicht das erste Mal in Ägypten und dann mache ich halt einen Tipp von mir. Du hast ein Täschchen oder du hast ein Portemonnaie. Tu 20 Euro oder 30 Euro, was du ihm bereit bist zu geben, den Rest tust du einfach in einen anderen Sack. Und wenn er dann dir kommt und sagt, weißt du, ich komme immer so, nein, gibst denn was du willst und dann machst du auch dein Portemonnaie auf und sagst, hey, ich habe nur 30. Ich habe nur 30. Und er wird dich abpisst anschauen und sagen, ja, dann gibst du mir halt die 30. Fertig. Die einen oder anderen sind scheu vor der Kamera, wie auch ich scheu war vorher. Und jetzt so, wenn wir so durch die Straße laufen, die Leute schauen ja. Also sechs die vorbeilaufen im Auto. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Ich glaube, das, was sich gut anfühlt, ist, die Leute sehen, wir sind etwas am Machen. Wir sind etwas am Bewegen. Und das gibt eine gute Energie. Schau, jetzt musst du schauen, die fahren mit dem Velo und schauen alle. Weißt du, und das ist so cool. Weißt du, ich wollte mich nicht angeben. Ich bin der kleine Jordan Paradmann jetzt gerade da. Nein, aber lustig. Jetzt hat es ein bisschen ältere und so, aber so in der Sommerferien, wenn ich am Bahnhof laufe, wegen diesen TikToks-Videos, das ist krass. Ja. Ich kann dort nicht durchlaufen. Die Kleinen kommen, hey, bist es nicht du? Hey, bist es nicht du? Und das, weißt du, ich habe es gerne, weil die schauen etwas, wo ich nicht Scheissdreck erzähle, sondern ich bringe ihnen etwas mit auf den Weg. Und dann stehe ich halt dort und ich spüre halt die Vibes so, wow, nice, cool. Ja. Du interagierst, du machst etwas für die Gesellschaft. Es hat aber auch sehr viele Leute, die dann so ganz krumm schauen und sich schämen für andere, obwohl sie selber gar nicht mehr vor der Kamera stehen. Ist jetzt gerade, die zwei dort drinnen sind so ein typisches Beispiel gewesen. Wirklich. Aber ich kann alle nachvollziehen, weil ich weiss, wie es am Anfang war. Nur schon im Stream vor einer Logitech-Kamera, kein Schwanz. Weißt du, wie ist das? Jetzt ist es für mich nicht mehr, aber am Anfang, Bro. Ich bin nur so, es ist eigentlich mir scheißegal, was die Person dort denkt. Und das haben viele Leute nicht. Viele Leute wollen so wie wissen, der muss gut von mir etwas halten und so. Und mir ist doch scheißegal, was die andere Person von mir denkt, weißt du? Und das macht mich aus, weißt du? Wenn ich jetzt die Hose runterziehe und meinen Arsch da zeige, dann zeige ich meinen Arsch. Also? Ja, aber ich wollte jetzt nicht. Ich wollte jetzt gerade nicht. Es kommt auch von früher. Leute haben darauf geschaut, was machen sie, was denken andere Leute von ihnen. Mein Gross ist jetzt noch so. Ich sage, hey, mir ist scheißegal, was die Leute denken. Ja. Ich wohne da, ist ja nicht ihr Leben. Weißt? Ja aber so bist du über Generationen erzogen worden. Und dann denke ich, eben, ist eine brasilianische Erziehung ein bisschen anders. Das hat sicher etwas. Weißt, du wirst ja irgendwo aufgewachsen und das macht dir ein Fundament. Das macht dir ein Fundament, so wie zum Beispiel das Haus oder das Gebäude, das vor uns ist. Es wird ein Fundament drumherum gebaut. Und das zeigt nachher aus, was darauf gebaut werden kann. Und das heisst, es ist ja so, mein Vater war Alkoholiker, hat auf der Straße gepennt, über Jahre lang. Und ich habe ihn, als ich in Brasilien gelebt habe, dabei begleitet. Wir haben auf einen scheiß Karton auf der Straße gepennt. Weißt du, was ich meine? Und dort habe ich halt gelernt, dass mein Vater mit allen Leuten geredet hat. Leute sind vorbeigelaufen, er hat etwas geredet und so, nicht nach Geld gefragt. Und sie haben vielleicht uns unterstützt. Ja. Und das nimmst du halt so wie mit, das ist wahr. Du hast dann das Fundament und auf dem Fundament kannst du aufbauen. Weißt du, viele Leute kommen nachher und sagen, fuck, Alter, du hast auf der Straße gepennt, aber die checken nicht, das ist mein Fundament, das hat mich stark gemacht. Heutzutage kann ich ein Haus tragen, oder? Und das ist eben, wie du das vorher gesagt hast, du kommst so in Gang, wenn jemand dir sagt, hey, tu den Güssel nicht dort vorne, dann nimmt sich das mit, weißt du? Ja.
Weil andere können es sehen, genau. Andere Länder, andere Seiten. Nein, wichtig für alle, die zuschauen. Wirklich, es ist wirklich scheißegal, was andere Leute von euch denken. Macht das, was ihr gerne habt, weil sonst kommen ihr nie zu eurem Frieden, ich sage es euch. Ja, aber es ist einfach so. Und wenn du es gerne machst, sei es jetzt Musik, sei es jetzt ich bin ein Koch oder ein Kellner, fuck off, mach's gern. Wie ich weiss noch, ich habe ja nicht Strassenbauer ausgesucht, weil es mir gefallen hat, sondern mein Bruder war Strassenbauer. Er hat mich halt dort eingeleitet, so, weißt wie, du bekommst einen guten Lohn, was du machst, etc. Und erst mit den Jahren ist die Freude entstanden an dem Beruf. Und du musst dir vorstellen, heute tut es mir nicht mehr weh, am Morgen aufstehen, um zu arbeiten, sondern ich stehe gerne auf und gehe einfach arbeiten. So, fuck, ich fühle mich nicht mal, als wäre ich am Arbeiten. Das ist für mich wie meine Familie. Das nennt man dann Lifestyle. Eigentlich lebst du einen Lifestyle. Ja. Weil also für mich ist es so. Für mich ist es kein Schaffen alles in allem, sondern es ist ein Lifestyle. Und darum ist es eben dann auch nicht mehr ein Müssen. Ja. Und du darfst nie vergessen, mit den Leuten, die du schaffst, du bist mehr zusammen, weder mit deiner Frau oder mit deiner Mami oder mit dem Kind. Ja. Weil du bist einfach 8 Stunden von dort mit ihnen zusammen. Natürlich bist du noch der Rest daheim oder irgendwas, aber dann schlafst du 8 Stunden. Ja. Oder? Und das musst du schätzen, du bist mit diesen Leuten, weißt, verankert. Hoi. Ja. Und da seht ihr, einfach keine Angst haben, einfach machen, was ich mich immer selber muss zwingen, aus der Komfortzone zu kommen. Ich hocke in meinem Keller vor dem PC, habe Ideen, aber am Schluss muss ich mich zwingen, dass ich es mache. Und bin am Schluss und Ende dann eigentlich glücklich, dass ich es durchgezogen habe und fühle mich durch das auch besser. Aber es ist jedes Mal der gleiche Krampf. Das ist, glaube ich, wie mit dem Gym. Wenn du dann mal drin bist und dich ziehst, dann ist... Dann gehst du rein. Ja. Dann gehst du rein. Aber das ist eben das grösste Problem. Wenn du etwas reingehst, darfst du nicht aufhören. Dann musst du reingehen. Dann musst du einfach reingehen. Dann musst du einfach gehen und gehen und Gut, gehen. Du kannst auch mal probieren, hast vielleicht nichts, dann gehst du am nächsten. Weißt du, so. Es ist jetzt nicht, weil du etwas anfängst, Nein, du musst genau das fertig machen. Natürlich. Es gibt ein paar Entscheidungen, wo du etwas anfängst und du merkst, hey, das ist nicht. Aber die meisten scheitern nicht, weil es nicht für sie ist, sondern weil sie das Durchhaltevermögen nicht mehr haben. Ja. Du musst dir vorstellen, ich habe jetzt meine Lehre abgeschlossen mit 26. Du musst dir vorstellen, ich hätte eigentlich keine Konditionen mehr gehabt, um die Lehre zu machen. Aber ich habe gesagt, nein, ich will das. Und ich habe alle Hürden genommen, um den Weg zu gehen. Und auf einmal merkst du, es ist so schnell gegangen, der Schritt zum Vorarbeiter. Das ist nachher nur so ein kleiner Sprung, oder? Und wenn du das Durchhaltevermögen hast, kommst du dort ans Ziel an. Du kommst dort ans Ziel an. Ja, sind wir schon wieder zurück? Ja. Du kommst dort ans Ziel an. Das ist so wichtig. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Folge mit gehabt. Danke vielmals, Nino, hast du dir die Zeit heute genommen? Ich danke euch eigentlich im Fall, dass wir so etwas Grossartiges in der Welt hinterlassen können. Weißt du? Das ist mega schön. Grosses Dank auch Lötscher Plus. Nicht vergessen, dass die das auch möglich gemacht haben. Natürlich müssen die das auch absegnen. Danke Los Hermanos. Danke Oakberry. Egal was, wenn ich etwas vergessen habe, tut es mir leid. Ich danke nur am Kameramann hier, gell? Hey, das ist jetzt schlimm, Alter. Aber warte schon. Ist das der Bruno, der Kameramann? Danke viel mal euch, dass du den Job hinter der Cam übernimmst. Gönnt ihn sehr gerne folgen. Er ist unten verlinkt, sowie im Videotitel ist es auch @akaroy. Gönnt ihm reinfolgen für sonstige Aufträge, Video und so. Darf ich noch etwas erzählen? Ja. Funktioniert es? Ja. Hey, ich muss ehrlich sagen, er ist so gut. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen, Videoclips gemacht, ich mache für TikToks etc. mit Leuten so hinter der Kamera. Und es ist mega wichtig, dass du jemanden angenehm hast hinter der Kamera. Und ich habe mich heute so wohl gefühlt. Nur so ein Chapeau, wirklich. Danke vielmals. Auf jeden Fall, jeder kann von euch den Roy buchen, außer für YouTube-Videos und so. Da ist er mein persönlicher Assistent. Also kommt nicht zu nahe, ich beisse. Nein, sonst wirklich alles unten verlinkt in der Videobeschreibung. Lasst ein Like, ein Abo und lasst ein Like, ein Abo da und dann sieht man sich bei der nächsten Folge. Peace! Essa vitória pros merecedores. Essa vitória pros merecedores. Essa vitória pros merecedores. Nós batalhou, nós suou, nós trampou. Fiz acreditar quem desacreditou. Essa vitória pros merecedores.
só vitória pros merecedor. Nós batalhou, nós suou, nós trampou. Fiz acreditar.